Ein freundschaftliches Blind Date an der Isar. Ein Anruf auf Instagram genügt und es kommen so 70, 80 Leute wahrscheinlich, aber so sicher kann man sich da nie sein. Hier kennt sich niemand. Alle sind auf der Suche. Ein soziales Experiment. Einfach mal ausprobieren und neue Mädels kennenlernen. In letzter Zeit habe ich mich sehr einsam gefühlt. Vielleicht ist München einfach nicht meine Stadt, aber vielleicht habe ich es auch nicht genug versucht. Also versuche ich es. Munich Girls Talking and Walking. Ein Spaziergang alle paar Wochen. Offen für alle Frauen. Es gibt Ableger in anderen Städten und für alle Geschlechter. In New York, London, München oder Landshut. Immer mehr Menschen fühlen sich allein. Gerade jetzt im Sommer war es halt so. Ja, man möchte einfach mal abends wen anrufen und sagen, hey, komm, lass mal ein Bier trinken. Ja. Ich bin jetzt tatsächlich auch in so einer persönlichen Veränderungssituation, sprich Trennung, dass man da doch durchaus sagt, hey, jetzt wünsche ich mir einfach mal mehr Gemeinschaft. Einsamkeit ist subjektiv, von außen nicht zu erkennen. Wer allein ist, ist nicht gleich einsam. Und wer in Gesellschaft ist, kann es trotzdem sein. Wir können nur darüber sprechen. Entsteht hier neue Gemeinschaft? Die Autorin Ronja von Worms-Seibel hat sich für ihr neues Buch Zusammen auf die Suche begeben nach den Gründen für unsere Einsamkeit und nach Lösungen. In der Forschung wird immer wieder betont, dass gerade so dieses Thema Einsamkeit auch sehr mit Scham behaftet ist. Also dass es vielen Menschen schwerfällt zu sagen, hey, ich fühle mich einsam. Eigentlich ist es aber ein ganz normales Gefühl. Also wir alle fühlen uns mal einsam, ich auch. Das ist wie Hunger haben. So, es ist ein Signal, das uns zeigt, uns fehlt was. Längst ein strukturelles Problem. Bereits vor der Corona-Pandemie fühlten sich etwa 14% der Menschen in Deutschland einsam. 2021 verdreifachte sich die Zahl, fast die Hälfte des Landes. Besonders betroffen junge Menschen, Frauen und marginalisierte Gruppen. Einerseits kann man jetzt irgendwie das bedrückend finden. Ich finde, es ist gleichzeitig eigentlich auch eine totale Chance, halt zu sagen, hey, wenn uns das wichtig ist, wie wollen wir eigentlich so gemeinschaftliches Leben gestalten? Alte Sicherheiten sind zum Teil passé. Familie, Kirche. Der Ersatz selbstgewählt, aber brüchiger. Wir sind zwar mobil und digital verbunden, für das echte Miteinander braucht es aber Zeit, oft Geld und Orte jenseits vom Arbeitsplatz und dem Zuhause. Sogenannte Third Places. Unsere Nachbarschaften, Parks, kleine Indie-Clubs, Freibäder. Also diese Bereiche, die stark zurückgefahren wurde im letzten Jahr, also massiv politisch. Wichtig ist, dass die Menschen eben zusammenkommen und dass wir nicht nur entlang unserer Einkommensgruppierungen, unserer Herkunft, unserer Parteilinien zusammenkommen, sondern dass wir wirklich versuchen, uns Orte zu schaffen, wo wir möglichst divers, auf alle Bereiche, was das heißen kann, wo wir möglichst divers zusammenkommen können. Und man kann diese Orte selber schaffen. In Dünzelbach, wo sie wohnt, hat die Autorin ihr Zuhause im Selbstexperiment für Unbekannte geöffnet. Ein Gästehaus für Menschen, die eine kreative Pause brauchen. Zuletzt haben wir zum Beispiel im Sommer, das war total nett und schön, haben wir relativ spontan so einen Restaurantabend bei uns zu Hause gemacht. Wir haben im Dorf einfach Zettel ausgehangen und alle möglichen Leute, die wir gar nicht kannten, sind gekommen zum Essen. Ein anderes Mal haben wir zusammen mit Freiwilligen eine Wand bei uns im Dorf angemalt, als wir gerade einen Künstler bei uns zu Hause hatten, einen Street-Art-Künstler und so Sachen. Und das sind, glaube ich, Momente, wo ich früher auch gedacht hätte, ja schön, aber wo mir nicht klar war, wie viel es einfach bewirkt. Der Mangel an Verbundenheit, sagt Worms-Seibel, sei das größte Problem unserer Zeit. Ohne Gemeinschaft keine Demokratie. Ich glaube total daran, dass wir bei den ganzen großen Themen dieser Zeit, also sei es jetzt die sozialen Fragen, also sowas wie Armut oder Gender Gaps und so weiter, aber auch Rassismus und diese ganzen Dinge, aber auch Klimakrise, das sind alles Themen, die wir nur angehen können überhaupt, wenn wir wirklich gut zusammenhalten und wirklich zusammen was erreichen, weil diese Themen sind so groß oder auch Kriege, die können wir nicht als Individuen lösen, no chance. Das Experiment an der Isar ist hier zu Ende. 40 Minuten, nur ein Smalltalk und die Sehnsucht nach Gemeinschaft, frei ausgesprochen. Wenn man umzieht, kann man seine alten Freunde immer online erreichen. Man trifft niemand Neues. Bis dann der Punkt kommt, an dem du realisierst, jetzt brauchst du jemanden. Dadurch, dass alle offen waren,
ist man auch schnell in irgendwie ein Thema eingestiegen. Wir haben unsere Nummern ausgetauscht und vielleicht kommen wir zum nächsten Spaziergang. Klein anfangen, um wieder groß denken zu können. Einen Versuch ist es wert.